Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast 2 auf Pelzig. Und die Lynn ist gerade hier abkauer und wir gehen jetzt natürlich sofort zu ihr. Oh God, Blake. Are you okay? No, What the fuck? I don't know. Oh shit. We have to run. Oh oh, sind wir jetzt mit Lynn zusammen hier im Spiel? Das wäre jetzt cool. Wenn wir jetzt mit ihr zusammen als Partnerin spielen können. Speichert. Lynn, where are we going? Trophäe erhalten. Was denn, Gott? Anywhere but here. In Kupfer. Ja, ich steht Sache jetzt fortgehe und nicht babble, das können wir später auch noch machen. Die bewegen sich jetzt automatisch. Ja, kann ich nicht machen, nur die Kamera. Ah! Oh God. What is it? My stomach. It hurts. Something's wrong. Oh, 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 oh. War sie schwanger von ihm und was ist passiert? Hätten sie eventuell... Ich will sie gar nicht aussprechen. I have to stop. I need... Oh God. Jesus Christ, Lynn! What's happening I here? thought you were dead. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here, okay? God, What did they do to you? I can't talk about it. Oh Gott, ich will gerne wissen, was die gemacht haben, die perverse Schweine. Don't ask me. They're coming. They're coming. Na dann nix wie fort. Komm, Lynn, wir gehen fort. Aber ich kann mich nicht bewegen, das macht ja automatisch alles. Ich kann mich nur umgucken gerade. Okay. Untersuchungen durchgeführt. Na, Glückwunsch. They're all fucking insane. Vielleicht halten die Jedi-Frau für I schwanger. just want to get out of here. I'm pregnant. What the fuck is going on? I can't. Not now. Oh Gott. Let's just get away from this place. Please. Okay. Soak the earth with their blood! Rip the devil from her belly and crush it beneath your feet! Alter. Da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Oh Gott, jetzt gucken sie. Stay back! And we must We'll be gentle. show no Swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. God, no! No! Lynn! Get off me! Get off me! God wants Lynn! Lynn! No, you... no! You motherfuckers! Get off me! You leave her alone! Leave her alone! Lynn! Lynn! Fuck you! I've watched my father fuck your god to death. Blake! Blake! Hush. Lynn, no! Wait! No, wait! Don't! There you go. No! No! Oh! For fuck's sake! Shit! Take her home. I'm gonna share my love with the father. Motherfucker! God doesn't love you. Not like I do. Yes, my love. Ah. We have, mother. I think I'll see you again. Oh shit! Lynn! Oh god. Lynn! Kann ich irgendwas jetzt machen wieder? Jesus
Oh, Jesus God. ach du liebe Zeit, wo sind vielleicht die Brille erstmal wiederhole? Ich weiß aber nicht, wo die Brille ist. They called Lynn Mother. It's not just a cult. It's two sides. Ja, Christians and Christen und vielleicht Satanisten. Wer weiß es schon. Ach du Scheiße. Okay, ich kann mich jetzt einigermaßen auch wieder klar bewegen, ja? Klar sehe. Okay, die Ketzer haben die Christe hier abgemurkst. So viel ist klar. Aber ich glaube immer noch nicht, dass der sein... Ich glaube, dass der sein Brill noch nicht gefunden hat, oder? Egal. Ja, die haben sie abgemurkst und haben sie mitgenommen, weil sie wahrscheinlich doch auch als Mutter vom Antichrist gilt. Warum auch immer. Ich meine, nur weil sie von außerhalb ist? Was soll denn der Quatsch? Dämliche Spinner. Immer was gesehen, was außerhalb von ihrem Kreis ist und schon muss das was sein. Aber ja, dass die Lynn schwanger ist, hat sie anscheinend wohl selber nicht gewusst, aber der Papa Knot hat es irgendwie gewusst. Mann, oh Meter. Okay, dann nehmen wir die Batterie. Wie ist der Teufel, was die gemacht haben, ob die vergewaltigt haben? Jetzt muss ich es doch aussprechen. Und sie Tode mit geschwängert haben. Oder ob sie schon vorher schwanger war. Das weiß ich jetzt noch nicht zu beurteilen. Aber wie es aussieht, geht das Dorf hier noch weiter bei der Kirche. Und es scheint ja hier nach wie vor auch das Christliche zu sein. Also nach wie vor die Knotanhänger mit ihrem normalen Kreuz. Aber in Outlast im im Logo selber steht hier schon das umgedrehte Kreuz. Jetzt frage ich mich, ob hier die Satanisten die Christen angegriffen haben. Und was hier abgeht. So oder so, die Einwohner sind uns hier nicht freundlich gesinnt. Du kannst dich im Wasser verstecken, indem du dich unter die Oberfläche duckst. Okay. Kann ich das? Okay, so tauche ich. Und so kann ich immer mal wieder rausglotzen und gucke. Und wieder runtergehen. Da ist schon jemand. Da ist schon einer. Ja, wieder auf Tauchgang gehe. Das ist auch nicht schlecht. Anscheinend wären wir wohl häufiger hier mit Wasserpassage zu tun haben. Also runter und hoch. Wieder mit uns. Okay. Ich probiere jetzt mal nicht wieder entdeckt zu werden. Das wäre nicht schlecht, wenn mir das gelingen würde. So, und jetzt gehen wir hier wieder rein. Und noch runter damit. Können wir das zusperren? Ach? Abschließen, ja. Da wäre ich gerade sehr dafür, das abzuschließen. Damit ich mich hier noch wenigstens in Ruhe umgucken kann. So. Da könnten wir theoretisch auch weiter. Ich glaube nämlich, das wäre geschickter, hier weiter zu gehen. Weil der Endetyp, der patrouilliert da auf dem Steg. Der Richtung kommt er zwar noch nicht. Aber das ist alles nur auf Bruch von Zeit. Da ist er. In der Richtung hören wir denn. Und der scheint jetzt wieder her zu patrouillieren. Wo bin ich denn jetzt gerade? Hallo? Ach so. Mann, oh Meter, ich muss mich mit dem Ganzen echt erst noch vertraut machen, merke ich. So. Also, wo ist der Spinner jetzt unterwegs? Sollte ich dort hingehen? Und gucke, dass ich da vielleicht zum nächsten Reihe komme. Wenn irgendwie möglich. Okay, das geht. Machen wir hier wieder zu. Abschließen können wir das. Ach ja. Sehr gut. Ja. Ist jetzt nämlich direkt vor uns. Dann sollten wir uns etwas langsamer bewegen. Und hier runter. So. Okay. Ich glaube, der sieht uns hier nicht. Hoffentlich.
Aber wir sind schon auffällig geworden. Na, großartig. Bitte guck nicht unters Bett, Kerl. Ich sag das im Gute. Wehe. Hör auf. Hau bloß ab, du Freak. Okay, in den Schrank hat er geguckt. Ja, bitte auf. Ja, geh fort. Okay, die babbeln auch nur mit sich selber. Wie man das auch von der Insasse in Outlast Ends kennen. Ja, der ist verdammt nur. Aber er hat uns nicht entdeckt. Das ist schon mal verdammt viel wert. Jetzt latscht er wieder da außenrum vorbei. Verdammt nochmal. Es wird schwierig, hier nicht entdeckt zu werden. Mann. Jetzt geht der da runter. Und der andere Spinner ist hier. Okay. Bitte schnell und leiser. Scheiße. Ach Mensch. Nie kann ich auch mal was leise machen. Uah, wieder das Licht. Mann. Okay. Okay, wieder das Licht und wir sind jetzt plötzlich wo ganz anders. Na gut. Ja, was zur Hölle. Erinnert ein bisschen an The Evil Within, wo man auch so plötzlich immer die Orte verlässt. Verstand verloren, Verstand verloren, Verstand verloren. Scheiße. Und finde ich hier wenigstens irgendeine Batterie oder so. Das wäre extremst geil. Musikunterricht hämmer's grad. Aber ich krieg bei der A-Speise, dass ich nix heimlich in dem Spiel bisher erledigen konnte. Ich bin wohl echt zu schlecht für sowas. Ja. Okay. Da ist wieder was zum Aufnehmen. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so sorry, Jessica. Es tut mir so leid, dass ich das machen musste. Ihr hättet mich lieben sollen. Ihr hättet mir helfen sollen. Jesus, bitte vergib mir. Oder Jesus, vergib mir. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es tut mir so leid, Jessica. How the fuck do I get out of here? Okay, neues Evangelium. Neue Evangelien 1, Vals Geheimnis, bla bla. Jessicas Abschiedsbrief. There's no picture. Just noise, but I saw it. I know I saw it. Sehr seltsam. Vielleicht wird das auch noch aufgeklärt. Ich hoffe es zumindest. Dass wir die Sache aus der Schule theoretisch erleben, aber mir hängen Bilder davor, auch wenn wir es filmen. Ich nehme das jetzt so für die traurige Musik und wie schmerzt muss Pipi aus der Haare. Manometer. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. Okay, er liest jetzt selber nochmal vor. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so sorry, Jessica. Tja. Theoretisch auch das, was ich da jetzt vorgelesen habe. Also so schlecht war es gar nicht mal. Jessica? And Lynn? When we were... Das war das, was wir am Anfang gesehen haben. Oh, fuck. I'm back in the 4th grade. And here I thought this couldn't get any worse. Was ist in der 4. Klasse bei euch passiert? Und er sieht irgendwie sehr verstörend aus, wie ich finde. Und welche ist Lynn, welche ist Jessica? Das könnte Lynn sein und dann müsste das Jessica sein. Okay. Tja, legen wir es mal hier.
Mann. Batterie werden wir hier höchstwahrscheinlich nicht finden, nur schrecklich Verbraucher. Tja, nicht jetzt Sache, wenn wir zurückkommen, das ist mir nämlich schon vorher aufgefallen. Das hier, das gute Banjo, das vierseitige, das nehmen wir für die Hinterwäldler wieder zurück. Ding, 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 ding. Okay, Kamera hat schon geschwappelt, das ist nie gut. Okay, hier ist natürlich zu. Erinnert mich immer so ein bisschen an das Slenderman. Wenn die Kamera schwappelt, dann ist das Slendy in der Nähe. Wobei ich mal... Was war das? Wobei ich mal, um ehrlich zu sein, das Slendy hier eher wünsche. Der ist nur halb so schlimm wie die ganze Gestalte hier in Outlast. Responsibility, Verantwortungsbewusstsein. Und jetzt haben wir es circa 5 vor oder 6 Minuten vor 2. Und jetzt wüsste ich ganz gern, was zeigt da das Ding an? Selbe Uhrzeit? Ne, 10 Uhr schlag mich tot immer noch, glaube ich. Ne, Quatsch, doch, 5 Minuten vor 2. Ach, tatsächlich. Ja, die Uhren sind synchron, das ist geil. Das ist geil. Also Uhren, sowohl die in der Schule als auch die Armbanduhr sind synchron. Das gefällt mir. Respekt. Oh, da ist wieder jemand. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Shaun of the Dead. Da stolpert einer rum und dann er hätte Bass sagen sollen oder Freeze. Was für ein Trottel. Perseverance. Okay, das weiß ich jetzt nicht. Pervers sein. Kindness, Höflichkeit. Also lauter Tugenden. Toleranz. Alles das, was die Leute so anscheinend nicht haben, bei denen wir unterwegs sind. Herr Uf zu flimmern. Self-Esteem. Nein! Power, 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 Power! Oh, ich habe jetzt gedacht, gleich gibt's Fratzen-Action. Oder, das hat ein bisschen erinnert an The Wall Rider, der in The Miles Abschorerei geht. Toleranz, Self-Esteem, weiß ich nicht. Selbstdisziplin. Und Confidence. Das weiß ich jetzt leider auch nicht, was es heißt. Boah, das hat mich jetzt gerade echt erschrocken und hat mir Gänsehaut gemacht, wie der so auf uns losgestürmt ist. Ja, das ist wieder dasselbe mit dem berühmten Zimbel-Star von der Highschool. So, dann gehen wir doch einfach mal raus, würde ich sagen. Und direkt in den Schneesturm, natürlich. Scheiße. Hinterlassen wir Fußabdruck? Ja, geil. Wir hinterlassen natürlich Fußabdruck. Das ist sehr, sehr geil. Gefällt mir gut. Gefällt mir gut. Aber ich sollte mich echt mal ein bisschen... Sollte mich mal ein bisschen dummler. Ich habe nämlich so viel Batterie. Ja. Und dann raus hier. Wie im richtigen Leben. Aber okay, er hat sein Brill. You're him, ain't you? The outsider. No, thought they killed you, didn't they? North, also, okay. No. Not yet. Well, they'll do it if they find you out here. Come on. Who are you? My name's Ethan. But I mean, are you one of them? Ah, jetzt kann ich mich wieder bewegen. And which side are you on? You mean, why ain't I trying to kill you? Das ist doch der Ethan aus Resident Evil Silver. Mein bester Freund jetzt. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got skulled. Had to get cast out. Oh Gott, das sieht aber auch gerade sehr verschwommen. Pressed himself in my Annalie. And she not but 15. I'm sorry. Ah, He said my grandson, baby he put in her, was my the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. Alter, der hat's wohl echt nicht so mit Frau, der Typ. Und auch nicht so mit Kinder. Ethan ist mein bester Freund. Ethan ist mein bester Freund. Tja, nachdem Ethan hier die Erlebnisse von Resident Evil Silver überlebt hat er sich wahrscheinlich in eine noch viel hässlichere Gegend zurückgezogen und da ist er jetzt gelandet. Schade. Mein bester Freund Ethan und ich. Hoffentlich verrät er mich nicht.
Ich hoffe, er sagt die Wahrheit mir. Ja, und ist kein dreckig Lügentier. Oh Gott, jetzt soll ich wirklich aufhören mit so einem Scheiß. Da kann ich mich auch nicht drunter durchdrücken. Und ja, also so viel zum Erkunden gibt es hier nicht. Aber gemütlich hat das hier mit seinem Lagerfeuer. Okay. I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Oh ja, du bist ein wahrer Poet. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. What do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, Commissioner, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. Naja, ihr geht's ja nicht so gut. Sie ist ja erdrosselt worden oder so, wie ich das jetzt mitgekriegt habe. Okay, und ich steht Sache das Angebot vom freundlichen Ethan, das nennen wir Moje war, bei der nächsten Episode von Let's Play Outlast 2 auf Pelzig. Dann geht's rein in die gute Hütte vom Vater von Jane Doe. Also machen's gut und bis morgen. Eiern Yankee.